Höfchen. Mhm. Wollen wir? Ja, fangen wir an. Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. Ich bin mit Erkältung reingegangen in diese Marathonsendung und ich bin mit unfassbar schmerzhaften Muskelkater rausgekommen. Er legt schon ein gutes Tempo vor, der Christian. Alles easy. Alles easy. 10. Tada! Herzlichen Glückwunsch! Ich muss jetzt so zählen, wie die beiden tanzen. Das ist nicht ganz im Takt. Christian, warum zitterst du so? Ja, ich habe ja gestern schon diese Bubsis da gemacht und bin immer noch fertig von gestern. Es kann richtig übel werden, aber im Nachhinein fühlt man sich dann doch meist besser. Ja, aber erst hinterher. Ne? Aber erst hinterher. Ja. Ne? Und ich trete dir schön in den Arsch von hinten. Jawohl. Die sind total nett privat. Ja, privat sind sie toll. Ich glaube, mit denen kann man viel Spaß haben. Nur wenn es um Sport geht, sind die knallhart, was natürlich auch gut ist. Aber in unserer körperlichen Verfassung, so nach 2-3 Tagen komplett ohne Bewegung und mit wenig, oder mit, ich sag mal, mit schlechtem Essen, war das ganz schön anstrengend. 3, 2, 1, los geht's. Die stehen da alle. Ich schwitze jetzt schon. Die Kollegen gucken alle zu. Fühle mich wie im Affenkäfig hier. Oh, 10 Sekunden. Aber du siehst fantastisch aus jetzt. Und du lügst jetzt. Ja. Jenny, was muss getan werden? Wo ich anfangen soll. Mein Pony ist meine Problemzone. Du siehst unfassbar entspannt aus, das muss man sagen. Ja, Also ist ich gut. fühle mich wie ein neuer Mensch. Ja. Ja, ein neues Gefühl auf dem Kopf. Ich bin sehr zufrieden mit uns beiden und vor allem mit Jenny. Herzlichen Dank Ja, dafür, dass du 1000 Dank. so spontan vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Ja? Peter Brinks, ja, da haben wir uns gefreut, weil der ja für seine Verhältnisse sehr früh bei uns war. Ich glaube um 8 in der Stunde. Er war auch relativ ausgeschlafen, war ich überrascht. Was machst du, wenn du in so ein Tief kommst, wo du denkst, boah, ist er... Ja, ich habe ja im Gegensatz zu euch irgendwie vernünftig Zeit zu schlafen. Also das Beste für die Stimme ist, und da ich ja singe, muss ich immer auf meine Stimme aufpassen, ist schlafen. Und nicht in der Karnevalszeit, wenn wir jeden Tag auftreten, da gucke ich immer, dass ich so 8-9 Stunden wirklich penne und den Mund halte und nur auf der Bühne singe und nicht viel erzähle, weil das sonst ist die Stimme irgendwann weg. Er war sehr sympathisch. Er hat es sich auch nicht nehmen lassen, mal den Verkehr zu verlesen. Das hat er ganz gut gemacht, oder? Hat er toll gemacht. Wurde er von dir eingelernt. Ja. Bei uns im Studio ist ja die frühe Liebe von Vanessa Nolte, haben wir gerade festgestellt. Hans Meiser ist da. Willkommen nochmal. Ja, willkommen. Ja, guten Tag. Guten Morgen. Ja, Hans Meiser hat so eine dicke, fette, mega süße Torte mitgebracht. Ich bin ja eigentlich von Hause aus wirklich gelernter Journalist und hab natürlich im Internet geguckt, was da so alles drin steht. Und da habe ich vernommen, dass man bei Radio Köln unglaublich gerne, was ich gar nicht gerne esse, weil da nimmt man ja zu und ich will ja schlank bleiben, und unheimlich gerne Kuchen isst. Und dann habe ich einen Kuchen mitgebracht. Oh, toll. Und Also den so eine haben Sie... Torte, so richtig Torte. Ja, wollte gerade sagen, den haben Sie in der Kolbstraße geholt und da ist Ihnen was passiert, haben Sie gerade erzählt? Ja, da kam ich rein und der Inhaber, der telefonierte und ließ dann plötzlich das Handy fallen und sagte, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte fragen, ob ich einen Kuchen haben kann. Ja. Und dann hat er mir einen Kuchen verkauft. Also, Hans Meiser ist zu Gast. Der hört übrigens auch zu. Der hat gesagt, gehen Sie zur Radio Köln. Sag ich, Haben geh Sie jetzt einen Namen? Sie dürfen auch kurz den Laden nennen. Hasret heißt der. Da steht drauf, Hasret Tatli ve Pasta Imalitete Nenesi. Wir Oder so haben ähnlich. noch nicht probiert, aber es schmeckt bestimmt lecker. Ah, der ist lecker. Also ich kann den ja mal aufmachen. Ja. Ich finde es unfassbar süß war, aber auch sehr lecker. Ich glaube, die war innerhalb von 5 Minuten, war die weg. Ach, das war diese Supertorte, ne? Die er vom Türken um die Ecke organisiert hatte und wo wir noch gedacht haben, wenn wir da ein Stück von Essen haben, kriegen wir einen Zuckerschock, und dann hat man das probiert und wurde süchtig danach. Die war so sensationell. Klingelköpf, hallo. 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 Die hatten den Auftrag, Vanessa ins Bett zu singen, weil die ist ja immer um 19 Uhr ins Bett gegangen, und dann haben sie sie natürlich nicht nehmen lassen, vorher nochmal im Studio eine kleine Live-Performance hinzulegen, und ich glaube, es waren im Endeffekt eine 7-Minuten-Nummer von Sterne. Wenn am Himmel will Sterne tanzen und der Dom singt Glocke spielt, ja, dann weiß ich, dass ich daheim bin, ja, daheim bin, hey am Ring. Es war wunderschön, und es sind Menschen weinend rausgegangen, habe ich gesehen. Nadine geweint? Nadine Zimmermann sollte eigentlich Reporterin sein, hat ganz pflichtbewusst mit ihrem Mikro da gestanden, und irgendwann hat man so gesehen, dass die Augen zucken,
Und ja, und dann irgendwann beim, ich weiß nicht, zweiten, dritten Refrain war sie plötzlich weg. Oh, wie süß, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo war ich da? Ja, weil du so ein gefühlsloses, kaltes Ding bist. Hey, am Rhein. Wow. Oh, Wahnsinn! Dankeschön. Das war schön. Und du, Kandidatin 2? Ich habe blaue Augen, ich bin ein lebensfroher Mensch, ich liebe die Herausforderungen, ich bin so ein Kumpeltyp, ich liebe es zu lachen und mit mir kann man unendlich viele Tage lang zusammen ganz alleine in einem Studio verbringen. Wir hatten alles, das fand ich ja sensationell, wir hatten alles parallel, also wir hatten die Schmerzen parallel, wir hatten Fußschmerzen gleichzeitig, wir hatten unseren Megatiefpunkt am Mittwochmorgen parallel und wir haben uns parallel um 22 Sekunden beim Rudern verbessert. Wichtig. Ich bin mir 107,1% sicher, die Nummer 2. Ja! Ja, wir waren uns also sehr, sehr nah. Lieber Christian, schönen guten Tag. Es ist heute dein Geburtstag. Das war natürlich ein Highlight. Also ich wusste ja, oder ich hatte ja geahnt, so ganz, ganz düster, dass die Kollegen irgendwas planen. Ich hatte aber keinen Schimmer, was sie planen. Und ich bin am Donnerstag um 5:45 aufgestanden, war dann kurz Zähne putzen und 5 Minuten später in der Sendung, also noch völlig verschlafen. Und dann haben wir ganz normal die Sendung angefangen mit Wetter und Verkehr und was alles dazugehört. Und während wir das machten, hörten wir dann plötzlich... Ja, und dann standen die blauen Funken bei uns im Studio, haben mächtig Alarm gemacht, haben ein Geburtstagsständchen gespielt. Ich war völlig überfahren, ich habe es überhaupt nicht kapiert in dem Moment. Träum ich noch oder was ist hier los? Ich wusste es auch nicht. Und Vanessa, du wusstest ja auch nichts, Nein. dich hatten sie auch nicht eingeweiht. Ich hatten sie überhaupt nicht eingeweiht. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, dass sie getuschelt haben. Aber ich wusste davon nichts, sonst hätte ich wahrscheinlich tatsächlich so eng wie wir inzwischen sind, hätte ich wahrscheinlich ihn so ein bisschen versucht vorzuwarnen. Weil er war tatsächlich so überfahren. Er war ja gefühlt eine Viertelstunde vorher aufgestanden, also wirklich aufgestanden, aus dem Tiefschlaf, rein in die Sendung und dann kommt so eine mega Blaskapelle und pumpt ihm da die Musik ins Gesicht. Also tat er mir schon so ein bisschen leid. Also er hat ja noch so Augen, so klein wie ein Asiate. Ich glaube, er hat erst gedacht, ob er noch träumt und den Wecker noch nicht rechtzeitig gestellt hat. Weiter so, ne? Seid ihr jetzt extra deswegen früh aufgestanden? Ja, natürlich. Ach, halt auf. Ja. Seid Normal kommen wir zu der Zeit nach Hause, aber jetzt sind wir mal früh aufgestanden. Seid ihr so durch die Kopfstraße hier gezogen bis hierhin? Oder? Nein, wir haben hier vorne angefangen. Es ist ja der Wahnsinn. Also ganz lieben herzlichen Dank auch an die Kollegen, die das organisiert haben. Ich habe gerade so einen Schluck Kaffee getrunken, bin noch völlig neben mir. Ja, Wahnsinn, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Geburtstagsständchen! Ja, können wir noch einen spielen? Ja. Geht noch einer? Ja. Oder? Das war natürlich eine richtig tolle Überraschung und wenn ich das Video jetzt sehe, so einen Geburtstag hat man natürlich nicht alle Tage. Ne? Auch wenn man nicht feiern konnte. Kann nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich kann echt nicht mehr. Wir sind in Stunde. Weiß ich jetzt nicht mehr. 156 oder so? Aber Gott sei Dank ist Professor Dr. Christian Grefkes da von der Uniklinik und der Neurologie Köln. Bei Ihnen, Herr vom Hofe, der Blutdruck ist ein bisschen hoch wieder, aber noch im grünen Bereich. Aber man merkt schon so ein bisschen, dass das schon ein bisschen an die Substanz geht. Und bei Ihnen, Vanessa, war der Druck auch noch gut, aber Natürlich. auch ein bisschen höher als gestern. Also man merkt schon, langsam schlägt die Müdigkeit durch. Der war jeden Tag da, ne? Der hat uns jeden Tag besucht, was auch gut war, gerade so gegen Ende der Aktion.
weil wir schon gemerkt haben, du baust natürlich körperlich ab. Also wenn du wenig schläfst und wenn du immer arbeitest und eigentlich null Freizeit hast und auch nicht rauskommst, war das schon ganz gut zu wissen, dass da einer ist, der dann auch mal sagt, jetzt geht's nicht mehr. Und der hat ja tatsächlich auch gestern am Sonntag, also einen Tag vor Ende, gesagt, dass wir es nicht mehr allzu lange machen sollen. Ich denke, ja, langsam sollte man schon überlegen, wie lange man es noch treiben sollte. Also eine weitere Woche, da wäre ich dann doch sehr skeptisch. Das würde ich eher nicht empfehlen. Ich fand den Arzt sensationell. Was habe ich immer gesagt? Grey's Anatomy kann dagegen einpacken. Sind wir jetzt fertig? Ihr seid fertig. Und das ganze Radio Köln-Team ist natürlich fertig. Und das ist ganz allein euer Applaus. Oh. Nein, das ist auch euer Applaus. 70 Stunden durchgehalten. Schlaf, tschüss.